Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Josie vom ISF Sunday Night und wir befinden uns momentan in einer richtig spannenden Serie und wir reden über unsere Bibel. Hey, wenn du dich gefragt hast, wie kann ich eigentlich einen neuen Zugang zur Bibel bekommen oder überhaupt in der Bibel lesen, dann hoffe ich, dass diese Message dir weiterhilft. Die Bibel, mein persönliches Lieblingsbuch. Die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen. Die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt. Die Bibel, ich lese die Bibel jeden Tag. Wirklich, wirklich jeden Tag. Die Bibel. Da. Oh. Yes, danke Thomas. Der ist auch Thomas. So schön, dass wir heute über das Thema reden dürfen. Darum ist die Bibel noch relevant. Warum sollte man der Bibel, einem Buch, das aus Texten besteht, die zum Teil Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, irgendwie die Autorität zugestehen, dass es heute noch für dich und für mich relevant ist? Habt ihr euch schon mal überlegt, eigentlich, wie komisch das ist, dass wir als Christen schon immer die Tradition haben, dass wir in einem alten Buch zusammen lesen, darüber austauschen. Ich überlege mir manchmal meine Freunde, die jetzt nicht Christen sind, logisch verstehen die das nicht. Und nachher sagen sie, ja, cool, lesen wir das Buch zusammen, ja. Ist das über ein aktuelles Thema? Und so, ja, irgendwie schon, aber irgendwie es ist passiert vor 2000 Jahren. Aber es hat doch irgendwie etwas mit, und kennt ihr die Situationen? Und das irgendwie probiert zu erklären, warum wir so ein altes Buch lesen. Ist eigentlich schon noch Straub. Und es hat viel damit zu tun, dass wir in einer Kultur leben, heutzutage, wo alt und neu, die Wörter, die haben irgendwie so ein bisschen eine neue auch Definition bekommen. Ich habe erst mit jemandem geredet, wo gesagt, wir haben irgendwie über einen Musiker geredet, der ein Album rausgekommen ist, vor etwa 6 Monaten. Ich so, ja, das ist schon immer noch neu. Und er so, was, das ist schon alt in der Musikbranche. Ich so, 6 Monate, wie alt ist denn die Bibel? Wissen gut. Also, die ist 2000 Jahre alt. Und, oder wir leben auch in einer Kultur, wo irgendwie alte Sachen, die müssen immer wieder überholt werden, neu gemacht werden. Okay, legen wir mal eure Hosentasche, was habt ihr dort? Okay, ich weiss nicht mal mehr, welches iPhone momentan auf dem Markt ist. 27, iPhone 27, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das neue iPhone hat immer wieder neue Funktionen, es ist besser, es kann mehr. Warum also haben wir ein Buch als Christen, wo wir überzogen sind, dass es irgendwie Gottes Wort ist, dass es Zeit überdauert und auch heute noch genau gleich relevant ist wie vor Jahrhunderten? Warum? Gute Frage, oder? Die Bibel sagt über sich selber nämlich Folgendes im 3. Timotheus, gibt's nicht mal, 2. Timotheus 3,16 sagt die Bibel über sich selber, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Schrift. Manchmal ist es doch für uns mega schwierig, dem Buch irgendwie zu vertrauen. Wir bekommen so viele Informationen über das Buch, wie das entstanden ist, wie das gemacht worden ist. Wieso sollten wir also der Bibel vertrauen, wo es schon so alt ist? Wieso sollten wir nicht glauben, dass es müsste irgendwie neu erfunden und neu überholt werden? Und der Leo und ich, der Leo ist on fire. Ich bin richtig gespannt. Ich weiss, was kommt, aber wie er es natürlich bringt. Wir haben 5 Argumente für euch vorbereitet, warum wir heute als Christen immer noch glauben, dass die Bibel relevant ist für unser jetziges Leben heute. Come on. Komm, Leo. Also, Tim, einen Applaus geben, Tim. Der Tim kommt nochmal. Don't worry. So, liebe Frauen und Männer, was ich so krass an der Bibel finde, ist ja, wenn du die Bibel liest, von die Bibel dich selber anzulesen. Das finde ich ein krasses Phänomen, inspiriert von Gott durch den Heiligen Geist an verschiedene Frauen und Männer. Und wenn ich heute Abend euch sage, du musst an die Bibel glauben, das Wort von Gott, Punkt, basta, ist das ein bisschen theologisch zu dünn, oder? Sondern es gibt mega viele Argumente. Und ich möchte das sagen, wie beim Flugzeug, wenn du fliegen gehst, sagt der Captain, Ladies and Gentlemen, fasten your seatbelts. Und ich möchte jetzt euch bitten, ganz kurz an der Luft oben online, du ganz kurz mal deine geistlichen Sitzbelts ansaugen. Weil wir werden jetzt in 20 Minuten, werde ich euch eine Lawine von Beweis, Argument liefern und du wirst mit Schreiben nicht mehr nachmerken, du wirst plötzlich merken, dein Smartphone, die Batterie wird gerade leer.
Sind ihr ready? Ich möchte ein paar Beweise bringen, wieso ich glaube, dass die Bibel so relevant ist. Der erste Beweis, ich glaube, du kannst der Bibel vertrauen, weil sie ist historisch mega präzise. Du musst wissen, man hat ja damals nicht ein Papier, Computer und Laptop, du hast Papyrus genommen. Und ich bin ein Offset-Drucker, ich kenne mich bei dem Fach jetzt gerade ein bisschen aus, und zwar, Papyrus hat das Problem, es ist nicht lang haltbar. Das heisst, man hat die alten Dokumente nehmen und irgendwann hat man es wieder überschreiben. Und du weisst ja, wenn du etwas nimmst, überschreibst und irgendwann sagen die Leute, ja, siehst du, vom Original bis jetzt hat sich das total verändert. Das kann nicht mehr im Originaltext sein. Ähnlich, wer kennt noch das Buschtelefon? Von der Schule, Buschtelefon. Mega lustig, du bist 5 Leute. Und sagst am ersten Mailand. Und dann geht das weiter. Und irgendwann sagt der Letzte, er hat gesagt Thailand. Und du merkst, das Buschtelefon funktioniert nicht. Das heisst, je mehr dass du weitergehst, desto mehr tut sich das verfälschen. Und viele Frauen und Männer sagen, die Bibel hat sich über die Generationen von Abschnitt zu Abschnitt total verfälscht. Und ich möchte auch sagen, wenn die Bibel das Wort von Gott, Gottes Geschichte ist, dann überlässt doch Gott nicht seine Geschichte einfach einem Zufall, oder? Sondern Gott hat alles Interesse daran, dass du und ich 1000 Jahre später lesen können, wie ist alles entstanden, weil Gott ist immer noch im Lied in unserem Leben. Es hat die Masoreter gegeben, das sind eigentlich so Wächter gewesen von der Papyrus, von den Schriften. Gott hat Frauen und Männer eine Leidenschaft gegeben, zum akribisch strukturiert schauen, sind die Überschrift auch korrekt gemacht worden. Also wenn du zwischen dem Computer etwas schreiben, sagt es wird 2512 Zahlen, oder? Dann weisst du, oh krass, ich habe 3 viele Zahlen gemacht. Masoreter hat ein System gehabt, und er hat geschaut, ist es genau korrekt, hat ein Buchstabe gefehlt, hat man das Papyrus genommen, alles weggeworfen, es hat nicht ein Fehler vergeben. Und jetzt, liebe Frauen, gibt es ein Detail, es ist so krass. Und so, du siehst in der Mitte rein, so ein paar Zahlen. Es gibt ein L. Und ein Masoret hat geschrieben, L bedeutet auf Hebräisch Lamed. Und Lamed bedeutet, das Wort kommt nur ein einziges Mal vor im Alten Testament. Und wehe, du musst irgendwann das überschreiben, auch in 100 Jahren, möchte ich dir, Schriftsteller, sagen, du darfst das Wort um keinen Preis verändern, auch nicht interpretieren. Es muss wortgenau das gleiche Wort bedeuten. Die Frauen und Männer sind Wächter vom Wort von dem Gott im Himmel. Und das finde ich mega krass, dass Gott eine Leidenschaft hat. Er gewusst, ich will nicht, dass sich mein Wort verfällt über die Tausende von Jahren. Jetzt sagen die Leute, ja gut, Leo, das ist schon lange her. Ich werde jedes Argument dir ein Gegenargument bringen. Weil im Jahr 1947, und es gibt es in Moor, hat ein 17-jähriger Beduin, ein Moslem, hat in Israel in den Qumran-Höhlen Bibeltext entdeckt von Tausenden von Jahren. Und alle haben gedacht, wenn wir das finden, wird es uns beweisen, dass das, was wir finden, bis zum Originaltext sich brutal verändert hat. Und man hat in 11 Höhlen Zehntausende von Dokumenten gefunden aus dem Alten Testament. Hat die alle ausgerollt und gemerkt, oh mein Gott, von den 2000 Jahren vorher hat es praktisch keine Abweichung gegeben. Weißt du so nicht? Gott hat gewusst, es wird eine Generation kommen, die denkt, wir wissen alles, wir sind anders, Deconstruction, die Bibel kann nicht vertrauen. Gott hat gewusst, dieser Generation werde ich schon vorausschauen und gebe ihnen ein paar Höhlen, ein Dokument, dass alle wissen, liebe Frauen und Männer, das Wort von Gott hat sich in 2000 Jahren nicht um einen einzigen Millimeter verändert. Lass es Gott für das einen Applaus geben. Das ist unser Fundament und unsere Story. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Das ist der erste Beweis und du denkst, es hat sich verfälscht. Masorete und der Mann findet die Rolle, merkst plötzlich, es ist so präzise genau, ich darf dir sagen, warum. Es ist Gottes Love Story. Und Gott lässt sich nicht lumpen, weil seine Story muss auch 2000 Jahre später, egal wie du bist, egal du heisst, für jede Frau und Mann zugänglich sein in einer unglaublichen Art und Weise. Unser Gott, ich möchte etwas sagen, der ist im Fall im Lied. Der hat es im Fall unter Kontrolle. Nicht wegen dir und mir, sondern er gewusst, ich muss das selber in die Hand nehmen. Die Bibel hat Gott das selber in die Hand genommen, damit wir Geschichten lesen von einem liebenden, leidenschaftlichen Gott, der nicht aufhört. Amen? Amen. I'm so excited. So, der zweite Beweis. Ich habe der Bibel vertrauen, weil sie ist wissenschaftlich auch präzise. Und ich möchte Folgendes sagen. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Die Bibel hat auch nicht eine wissenschaftliche Sprache, by the way. Ist mir mega, mega wichtig.
Aber es ist ja nicht so, wenn du willst wissen, Wissenschaft ist mega cool, die entdecken etwas, aber eigentlich kannst du sagen, alle 5 Jahre sind die wissenschaftlichen Bücher wieder wiederholt. Man hat schon etwas Neues entdeckt. Der Jay Campbell, ein Astronomer, hat Folgendes gesagt, und ich liebe das Zitat: Die Wissenschaft denkt nur über Gottes Gedanken nach. Nach 2000 Jahren finden wir aus der Wissenschaft und sind mega happy und Gott sagt, wow, 2000 Jahre haben wir gebraucht, weil ich weiss, ich bin dabei gewesen, ich habe es ja kreiert. Wir können nur das herausfinden, was Gott schon lange kreiert hat. Gott ist schon am Anfang dabei gewesen. Er hat mit einem Wort Himmel und Erde geschaffen. Alles, was du siehst. Und die Wissenschaft tut nur das dokumentieren, wo Gott sagt, ja, come on! Haben sau lang gebraucht, um das auch zu erkennen. Und liebe Frauen und Männer, es gibt einen Punkt, wo mich beim Vorbereiten, ich bin fast explodiert, weil ich habe ungefähr 20 Beweise über Wissenschaft in der Bibel, die so brillant sind, was zeigt, unser Gott im Himmel lässt sich nicht lumpen. Für Tausende von Jahren haben Menschen wissenschaftlich ihren Kindern wissenschaftlich Wissen weitergegeben, wo nach Tausenden von Jahren plötzlich gemerkt haben, oh mein Gott, das ist Bullshit gewesen. Und wenn du sagst, das ist wissenschaftlich bewiesen, würde ich sagen, hey, halt den Ball flach. Weil du bist wie alle anderen, die irgendwann sagen, mein Gott, das hast du gefressen. Ich möchte da 4 Sachen mitnehmen und ich bin so begeistert, dass Gott Männer prophetisch Sachen gesagt haben, die sie nicht haben können wissen. Are you ready? Für Tausende von Jahren, erstens haben die Leute geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Gut, es gibt immer noch Leute, die das glauben, aber die haben auch eine Scheibe. Sondern für Tausende von Jahren hat man das geglaubt. Man hat das in den Kindern beigebracht, die Erde ist eine Scheibe. Und im Jahr 1492 namens Christus Kolumbus nimmt das Boot und der Seeweg ist definiert, gewusst, wenn die Erde eine Scheibe ist, werde ich mit dieser Route in Indien landen. Und er segelt, landet statt in Indien in Amerika und kommt zurück und sagt, liebe Frau und Mann, Erde ist keine Scheibe. Es hat einen Bogen drin. Es ist eine Kugel. 2600 Jahre vor dem Kolumbus hat Gott das im Jesaja gesagt, Jesaja 40, Vers 22. Er thront über dem Kreis der Erde. Und Jesaja wird sagen, ja, Kolumbus ist ein No-Brainer. Da steht schon der alte Rolle drin. Gott hat wissenschaftlich etwas weitergegeben, was sie nicht wissen können. Zweitens, wir haben gesagt, die Erde muss gestützt werden. Weil die Erde hängt ja ganz frei in der Luft hinein. Und die Griechen haben gesagt, es gibt einen Atlas. Und der Atlas, der hebt die Erde, die Kugel zusammen. Und die Hindus haben gesagt, nein, es gibt einen Elefant, und vom Rücken vom Elefant hebt er die Erde. Und wenn der Elefant läuft, gibt es ein Erdbeben. Und der Elefant steht auf der Schildkröte und die Schildkröte steht auf einer Schlange. Der Ägypter hat gesagt, nein, die Erde sind 5 Säulen, heben die Erde zusammen. Hast du gewusst, der Moses ist in der Unterweisung der Ägypter gross geworden. Und ob du Hindu oder Römer oder Griech bist, liebe Frauen und Männer, der Hiob sagt, Hiob 26, Vers 7, Gott spannt den Norden aus und über dem Leeren hängt die Erde aus, über dem Nichts. Wer hätte das können sagen? Nur unser wunderbarer Gott im Himmel. Hey, ich bin so begeistert. Lass uns dem Gott einen Applaus geben. Come on, there is more. There is more. Dritter Beweis. Wir haben für 1000 Jahre geglaubt, man kann die Sterne zählen. Also, wenn du das glaubst, geh mal aufs Engadin. Warst du schon mal Engadin gewesen? In St. Moritz, dort wo die Popbahn runterfährt, genau. Wunderschön, Engadin. Wenn du im Engadin mal raufschaust, merkst du, die Sterne sind unzählbar. Und im Jahr 150 vor Jesus hat der Hipparchus gesagt, und wissenschaftlich bewiesen, gell? Es gibt 1022 Sterne, mehr gibt's nicht. 300 Jahre kommt ein anderer und sagt, ja, ich habe es genau gezählt, es sind 4 mehr. Und wenn du das heute lesest, Tausende von Jahren hat man das den Kindern gelehrt. Es gibt 1026 Sterne, that's it. Der Jeremia sagt, 33 bis 22, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Und er sagt, liebe Frau und Mann, es gibt Milliarden, Millionen von Galaxien, du kannst es nicht zählen. Und Gott hat gesagt, jeder Stern hat Gott einen Namen gegeben. Schon mal überlegt? Wir haben 2 Söhne und wir haben 9 mehr gebraucht, um 2 Namen zu finden.
Stefan und Simon. Auf das musst du zuerst mal kommen. Und wenn Gott sagt, ich habe jedem Stern einen Namen gegeben, sagt Gott in deinem Leben nicht, es gibt nicht ein Detail in deinem Leben, wo der allmächtige, allwissende, sternekriegende Gott sagt, das ist mir viel zu klein. Es gibt kein Problem, das zu klein ist und kein Problem, das zu gross ist für unseren Gott im Himmel. Und jetzt kommt für mich der krasseste Beweis. Während tausende von Jahren Menschen glaubt, eine Seuche kann man nicht stoppen. Im Mittelalter hat es die Beulenpest gegeben, Pest, man nennt es auch der schwarze Tod. Es sind 25% von allen Europäern sind gestorben. Das heisst, 20 bis 50 Millionen sind gestorben. Und man hat nicht gewusst, wie kann man das stoppen. Also eine Familie ist in der Wohnung gewohnt und ein Kind hat die Seuche gehabt. Und man hat die Türen zugemacht und nebenan bist du gewesen. Und innerhalb von einer Woche sind alle gestorben. Und man hat nicht gewusst, wie kann man das sterben. Und letztlich, wie Frauen und Männer, wird es mega spooky. Die einzigen, die nicht gestorben sind, dazumal, sind die Juden gewesen. Das Volk von Gott ist nicht gestorben. Wenn du mir heute sagst, das Alte Testament ist vorbei, es gibt nur noch den neuen Bund, dann möchte ich dir sagen, du hast keine Ahnung, was du laberst. Weil die 613 Gebote im Moses ist nicht Gesetz, sondern Gott sagt, ich bin euer Life-Coach. Was ist gesunde Ernährung, gesunder Schlaf? Wie kannst du geistig fit werden, wenn die Frau ihre Tage hat? Wie gehst du mit dem um? Gott hat alles detailliert für alle Personen, die es gibt. Und die Juden sind nicht gestorben. Sondern die Leute gesagt, hey, die Juden, die müssen Wasser reingeleert haben und die haben uns vergiftet. Und die Europäer haben angefangen, die Juden umzubringen, foltern und töten und gesagt, ihr seid schuld für die Pest. Sogar in Basel haben Basler Juden umgebracht mit dem Bewusstsein, ihr Juden haben unser Wasser vergiftet. Liebe Frauen und Männer, das Volk von Gott ist das gesündeste Volk gewesen, erfolgreich, zivilisierter mehr als alle anderen. Weißt du, was haben die Juden gemacht während dem Beläulen? Wenn alle, die gesagt haben, ich glaube im Fall nur noch einen neuen Bund, nur noch das Neue, das Alte kannst alles rauchen. Im Mittelalter, liebe Frau, jetzt werde ich nur theologisch, haben die Juden überlebt, weil sie gewusst haben, es gibt Gesetz und Gebot in der Bibel. Ich möchte es euch vorlesen, was sie gemacht haben. Und auf das ist niemand gekommen. 3. Mose 13, Vers 4. Soll der Priester betreffend für 7 Tage in eine Quarantäne schicken. Bist du krank geworden, bist du 7 Tage in Quarantäne geschickt worden. Wer hat schon von einer Quarantäne gehört? Von einem Lockdown, Slowdown, Overdown? Liebe Frau und Mann, wenn du kommst nach 7 Tagen, bist du immer noch krank gesagt, nochmal 7 Tage. Dann bist du 14 Tage in der Quarantäne gewesen. Während alle gestorben sind in Europa, haben die Juden sich in Quarantäne begeben und haben überlebt und alle anderen sind gestorben. Don't tell me, dass Gebot und Gesetz vom Alten Testament veraltet ist. Es hat ihnen den Arsch gerettet. Amen? Ist nicht das crazy? Come on. I'm so excited. So, drittens, ich habe der Bibel vertrauen, weil sie ist thematisch einheitlich. Es ist mega wichtig, dass du weißt, die Bibel sind 66 Bücher, 40 Autoren, in einer Zeitspanne von 1600 Jahren in 3 Kontinenten geschrieben worden. Also wenn ich sagen, hey, da ist der Markus, der Evangelist, hey John, erzähl mir, was bist du umschreiben? Sie haben sich nicht verbinden. Und sie haben unterschiedlich auch die Verheißung aufgeschrieben, dass der Jesus als der Messias, geboren werden wird. Was ich krass finde, im Koran hat es einen Schriftsteller gegeben, einen, der Mohammed. Der hat alles allein geschrieben. Der hat gesagt, ich schreibe das allein. Der Konfuzius hat gesagt, ich schreibe allein. Diese Bücher hat nur ein Autor gehabt. Die Bibel hat 40 verschiedene Schriftsteller around the world mit einer Botschaft. Gott hat Hirten gebraucht, intelligente, Gelehrte, alles Mögliche sind geschrieben in den Höhlen, auf dem Boot, in der Wüste, im Gefängnis. Und was ich mega, mega krass finde, dass die Bibel, liebe Frauen und Männer, hat Gott das Volk integriert, um die beste Botschaft an uns Menschen zu bringen. Johannes 5, Vers 39 heißt, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Hey, ich möchte den Text mal lesen. Ich habe heute Morgen fast den Tod gesagt. Der ist rhetorisch so brillant. Also, ich lese mal. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint,
in ihr das ewige Leben zu finden. Und das ist eine Fangfrage. Und dann sagt er, und tatsächlich bin ich's. Das ist jüdischer Humor. Und ich verstehe das als Einzige. Ich finde das einfach unglaublich. Nein, crazy. Also, ich möchte mit einer Frage heute weitergehen. Ja, aber wer hat denn die Bibel zusammengestellt? Also wer hat definiert, welches von diesen Briefen gehört in die Bibel? Eine gute Frage. Ich möchte euch ganz kurz etwas erklären. Die alten Schriften von Moses, Jeremia, Jesaja, 200 Jahre vor Jesus, hat man die alten Dokumente zu einer hebräischen Bibel geschrieben. Das ist definiert gewesen, dass es keine Änderung mehr gegeben. Das ist definiert im Kanon. Dann kommt die Evangelien, der Markus, Matthäus, Johannes und Lukas, schreiben da von Jesus. Und dann kommt der Paulus und sagt, liebe Korinther, wenn ich komme, dann ist es Winter. Und er schreibt mega viele Briefe. Und es ist die Frage, wer hat entscheiden, was von diesen Briefen und welche Dokument kommt in das Buch hinein. Und die Kirchenväter im Jahr 350 ungefähr haben eine Aufgabe gehabt, nichts Neues zu schreiben. Sie haben nicht gefälscht oder Pimp My Bible, sondern sie haben nur sortieren. Und es hat 4 Kriterien gehabt, welche von diesen Texten kommen in die La Biblia. Es hat 4 Kriterien gehabt. Erstens, du musst ein Apostel sein oder ein Prophet. Darum sagt der Paulus, ich bin ein Apostel. Er sagt, hey, ich bin voll der Pauli, der Säuli. Er sagt, nein, hey Jungs und Mädels, ich bin voll ein Apostel. Mit anderen Worten, ich habe die Autorität von Gott bekommen, das aufschreiben. Ich lese das Detail, match entscheidend. Zweitens, du musst berühmt sein. Dein Ruf musste gross sein. Es hat zum Beispiel der Simon, der Zauberer gehabt, der ist zum Glauben gekommen. Und der hat keinen guten Ruf gehabt. Der hat auch etwas geschrieben. Der hat gesagt, nein, der kennt niemand und der Ruf ist kacke. Hat man nicht genommen. Drittens, du hast nichts Neues schreiben. Es hat keine neue Theologie dürfen sein. Und viertens, all die Briefe haben verlinkt müssen sein mit dem Alten Testament, mit der alten Rolle. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Es sind über 67.000 Links von diesen Schriften ins Alte Testament. Auch die Offenbarung ist der Daniel und Ezekiel. Und du merkst, all das da drinnen hat einen 4-fachen Filter gehabt, nichts Neues unter der Sonne. Und alles hat im Alten Testament sich erfüllt in dem wunderbaren Buch. Ich möchte den zweitletzten Gedanken bringen. Gott, hast du gewusst, Gott hat Humor. Und ich möchte sagen, wenn du Gott verarschst, er verarscht dich noch mehr. Hey, das ist meine tiefste Theologie und ich lerne dann von mir selber. So, ich möchte dir sagen, in der Bibel vertraue ich, sie hat alle Angriffe überlebt. Ich habe in der ersten Predigt gesagt, Frauen und Männer sind für die Dokumente gestorben. Niemand stirbt für Dokumente, weil es ein Fake ist. Niemand stirbt für ein Dokument, weil es nicht wahr ist. Und ich möchte noch mal eine Frage stellen. Wieso darfst du in gewissen Ländern die Bibel nicht mitbringen? Also was ist das Problem, wenn ich in Malediven gehe und ich nehme die Bibel mit? Also wenn die Bibel nur ein Märchen ist und du nicht mehr daran glaubst, wieso sagen gewisse Länder, wenn du das mitbringst, wirst du umgebracht werden, weil alle wissen, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, fängt die Bibel dich an zu lesen. Das Wort von Gott ändert jeden Mensch. Der Voltaire, ich weiß nicht, ob du den kennst, im Jahr 1694, ein einflussreicher Philosoph in der Aufklärung, hat Folgendes zitiert und Folgendes auf seiner Druckmaschine im Haus publiziert. Er hat gesagt, in 100 Jahren wird es auf der ganzen Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Und er hat das posaunt, druckt auf seine Presse und verteilt und die Leute haben es geglaubt. Der Humor von Gott ist, die Bibel ist Gottes Geschichte an uns Menschen und Gott kommt immer zum Ziel. 50 Jahre später kauft die Genfer Bibelübersetzung das Haus von Voltaire, 19 Druckermaschinen und druckt die Bibel. Ist nicht krass? Come on! Es heißt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber für immer werden Beistand an Gott.
Es ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und was mich so fasziniert, wenn du glaubst, das Wort von Gott hat sich verfälscht, es stimmt nicht. Wenn du glaubst, es hat keine Linie, es stimmt nicht. Wenn du glaubst, das Alte Testament macht keinen Sinn, glaube ich nicht, weil im Mittelalter die Juden den Arsch gerettet und alle anderen sind gestorben. Es gibt so viele historische Beweise, dass das Gesetz von Gott noch immer in unserem Leben Sinn macht. Ehre den Sabbat bedeutet nichts anderes, wenn du nicht frei machst, kommst du ein Burnout über. Und Gott sagt, ich habe es euch ja gesagt. Seit 2000 Jahren, ich habe es nicht geändert. Es gibt so viele Prinzipien, die sind brillant. Brillant. So, Tim, du wärst dran. Und zwar, der Tim wird darüber reden. Ich habe der Bibel vertrauen, Tim, weil sie hat eine transformierende, das Wort habe ich geschrieben, sehr intellektuell. Es hat eigentlich eine persönliche, verändernde Kraft. Und der grösste Beweis, liebe Frauen und Männer, ist ja so, Christentum ist nicht entstanden wegen der Bibel, sondern die Bibel ist entstanden wegen dem Christentum. Weil Frauen und Männer gemerkt haben, das Buch, die Geschichten funktionieren und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten noch verweckt hat, wohnt auch in deinem Sixpack drin. So, Tim, let's rock. Ja, der letzte Punkt. Ja, das ist ein Applaus. Danke für dein Feuer. Der letzte Punkt, ja, warum wir, es gibt noch viele mehr, aber warum wir der Bibel vertrauen können, dass sie von Gott inspiriert ist das, was Leo gerade gesagt hat. Es verändert immer noch Leben. Hey, der grösste Grund für mich persönlich, warum ich glaube, dass hinter dieser Bibel ein Gott steht, der Leben schenkt, ist, weil ich Leute kenne und ich sehe, wie sie ihr Leben auf der Bibel aufbauen. Und es ist wunderschön. Ich habe das in meiner eigenen Familie selber erleben. Ich habe schon mal, ich wüsste es noch, die einen meinen Grossvater mitgenommen. Mein Grossvater, mein grösstes Vorbild. Er ist im Nazi-Deutschland aufgewachsen. Mein Urgroßvater ist in den Krieg traumatisiert heimgekommen. Mein Grossvater, sein bester Freund, war sein Bruder und ist mit 11 gestorben. Mein Grossvater hat ab dem Moment immer das Gefühl gehabt, er wird sterben, jung. Er hat immer wieder geträumt von, wie ihm das Leben genommen wird. Und einen Tag hat Gott zu ihm geredet und gesagt, hey, weil ich lebe, wirst du leben. Mein Vater war nicht Christ. Aber wo er in Mexiko war und bei armen Leuten gelebt hat, die eben genau durch das Evangelium verändert worden sind, hat er gedacht, hey, die haben nichts und sie leben glücklicher als ich. Was ist das, was sie haben? Und ein Vers, den er hatte, war, wo Jesus sagt, hey, wenn du an deinem Leben festhaltest, dann verlierst du, aber wenn du es loslässt für mich, dann wirst du es gönnen. Und auch ich habe das erlebt. Ich bin ein Kopfmensch. Haben wir Kopfmenschen da? Wir machen es uns ein bisschen schwierig, oder? So schwierig. Weil ich glaube, gewisse von uns hocken da und weisst, der Leo könnte da weitermachen für 3 Stunden und dir Beweis nach Beweis geben, warum das Wort Kraft hat. Aber ich glaube, gewisse, die da hocken, daheim oder in der Loft, du wirst immer einen Grund finden, warum der Bibel nicht vertrauen sollst. Immer irgendetwas, warum nicht sollst du der Bibel vertrauen. Vielleicht ist es genau darum, und ich spreche für mich, weil bei mir ist das so gewesen, weil ich mich einfach nicht verändern wollte. Ich kann niemand mir sagen, hey, okay, so soll ich leben. Ich habe immer einen Grund gefunden, warum die Bibel nicht okay ist. Und darum kann man nicht vertrauen. Und darum kann ich das nicht so machen, wie sie in der Bibel sagt. Weil das ist doch da. Dahinter war, ich kann nicht wollen, dass Gott in mein Leben kommt und mein Leben auf den Kopf stellen, mich anfängt zu verändern. Und ich hätte noch so viele Gründe hören können, warum ich der Bibel vertraue. Ich sage es euch heute. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, ob du dein Leben möchtest aufbauen auf dem Wort. Jesus selber sagt, wer mich hört und nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Haus aufs Sand baut. Wenn ein Sturm kommt, wird es gerüttelt und es wird zusammenbrechen. Aber wenn du mich hörst und das machst, dann bist du wie jemand, der sein Haus baut. Auf Stein. Und wenn der Sturm kommt, wird es heben. Und wenn der Regen runterprasselt, dann wird es nicht in sich zusammenstürzen.
Und ich sage es dir wirklich heute am Abend, ich rede aus Erfahrung, ich studiere Theologie. Ich könnte jedes Mal einen Grund sagen, warum man der Bibel nicht vertrauen soll. Aber jeder von uns muss sich irgendwann entscheiden, warum dass du die Bibel als dein Fundament haben willst. Und ich sage euch, das ist so befreiend. Es ist so befreiend. Jetzt ist die Bibel für mich mein erster Go-To, nicht mein letzter Ort, wo ich hingehe. Ich muss nicht mehr irgendwelchen Wolkenströmungen oder irgendwelchen Rechtsradikalen nachfolgen oder irgendwelche Ideologien, die irgendwo erfunden sind oder auf TikTok mir präsentiert sind. Nein, ich gehe zuerst zum Wort. Weil das Wort sagt, wenn jemand krank ist und wir als Christen für die Person beten, kann es eben nicht schlechter werden, es kann mindestens besser werden. Veränderung ist möglich. Aber du wirst irgendwann, und wenn es nicht heute ist, das ist okay. Wenn du sagst, hey, ich brauche noch mehr Argumente, warum ich dieser Bibel Glauben schenke, fair enough. Aber dann mach dich auf die Suche. Dann bild dich weiter. Wir haben so viel Zugang zu Informationen. Nichts Schlimmes als ein Christ, der sagt, ich vertraue nicht der Bibel, aber nichts dafür macht, um eigentlich wirklich sich mal weiterbilden. Und irgendwelche Meinungen zitiert von TikTok oder Insta, aber nicht sich selber damit auseinandergesetzt hat. Und es ist fair enough, wenn das nicht heute ist. Aber ich möchte heute Abend einen Rahmen bilden und einen Rahmen schaffen, dass du kannst sagen, nein, weisst du was? Ich möchte mich entscheiden, dass mein Leben, jeder Bereich von meinem Leben, ich aufbaue auf dem Wort von Gott. Ich vertraue, dass Gott alles Mögliche da hat, um mir zu zeigen, in dem Wort, in der Bibel, in diesen Büchern, die geschrieben worden sind von verschiedenen Autoren, dass er seine Finger im Spiegel hat und mir in dem präsentiert, dass das sein Wille ist und dass er mir dort auch zeigt, was es bedeutet, wahrhaftig Mensch zu sein. Weil ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, Scheibe, Mann, ich weiss gar nicht richtig, was Menschsein bedeutet. Ich bin richtig schlecht im Menschsein. Aber ich habe vertraut, dass Gott, der mich geschaffen hat, es wirklich weiss. Das ist aber nicht so herausfordernd, aber er ist herausfordernd, aber nicht so. Also er kommt immer zum Ziel. Ich würde nicht da stehen, Mann, wenn Gott das nicht gemacht hat. Und sorry, Kopfmensch, ja, ich bin ein Kopfmensch und du vielleicht auch, aber brauchst es nicht als Ausrede. Irgendjemand muss es mal sagen. Ja. Auch Kopfmenschen haben ein Herz. Was ich möchte machen, bevor wir jetzt in Worship gehen, nimm kurz einen Moment Zeit. Und wenn du merkst, hey, du möchtest die Entscheidung festmachen, sagen, hey, die Bibel ist mein Fundament von jetzt an. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, easy. Du kannst es 120 Mal machen in deinem Leben. Aber dass du sagst, von heute an, ich baue mein Leben, meine Entscheidung, alle Bereiche von meinem Leben, nicht nur die guten, alle, baue ich auf dem Fundament vom Wort von Gott auf. Dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Nimm dir kurz einen Moment Zeit. Warum aufstehen? Ist nur eine äußere Antwort auf das, was Gott gerade macht in deinem Inneren. Danke, Jesus, für all die jetzt aufstehen. Ich danke dir so fest, dass du dein Wort makellos ist und dass du durch das zu uns redest und von uns von innen gegen aussen veränderst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht einfach alleine gelassen und denkt, ja, komm, ihr findet schon raus, wer ich bin. Nein, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren. Dass wir das aufgeschrieben haben, dass wir darüber lesen können, wie wunderschön du Jesus bist. Wir lieben dich. Dass du an dem Kreuz gestorben bist und du hast alles genommen. Nicht einfach unser Gute, nein, du hast unser Schlechtes genommen und das Kreuz hingenagelt und den Preis zahlt, obwohl du nicht hast müssen. Und ich danke dir, Jesus, dass du gestorben bist für mich und für all die, die auch aufstehen und sagen, hey, ich gebe mein Leben dem Jesus an, ich lege das Wort ihm zu Füßen und ich tue mich weiterbilden, um immer mehr über das Wort herauszufinden und wer du bist. Und wenn du jetzt da stehst, dann darfst du mit mir beten. Ich bete vor und du darfst einfach für dich, zwischen dir und Jesus, das mitbeten, okay? Danke, Herr, für dein Wort. Ab heute entscheide ich mich, auf dem aufzubauen. Ich vertraue dir, dass du alles gemacht hast,
dass ich nach deinem Willen leben kann. Ich vertraue auf dein Wort. Fordere mich raus. Korrigiere mich, wo ich falsch laufe. Zeig mir, was es bedeutet, Mensch zu sein. Amen. Amen. Hey, ich bin so ermutigt von dieser Message und ich hoffe, du auch. Und wenn du jetzt daheim bist und sagst, hey, ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen mehr davon wissen und ein bisschen tiefer gehen, dann haben Leo und Susan für uns ein Buch geschrieben, und zwar 31 verschiedene Arten, wie wir die Bibel lesen können. Das kannst du bestellen und daheim durchblättern und das einfach ausprobieren. Und falls du denkst, hey, die Message, die möchte ich mega gerne noch jemandem weiterschenken und jemandem beschenken oder jemandem einfach sagen, hey, schau, die Message für dich, hör sie dir an, dann schick sie doch mega gerne weiter und lass das Sagen einfach weiterfließen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.